Hallo Udo. Aspaletti, Jung. Ja, klar, ja. Hallo, hola. Du bist die Angel, Jung, ne? Wie immer, ne? So. Ah. Ist das nicht schön? Oh. Hans, dein Bier! Ist mein Bier da? Ja, dein Bier ist da, komm! Ja, Leute, das müsst ihr nämlich wissen, wenn ich immer bei meinem Udo bin, der auch immer von Köln kommt, Ziesburger Kreis, der sagt immer, wenn du dein Bier kriegst, du immer Kölschglas, was für dich extra hier ist. Ist das nicht schön? Da muss mich doch wohlfühlen, ja, mit, ja. Und dann kann man noch, und dann geht natürlich bestimmt, muss ich kochen für mich, weißt du, Spaghetti, genau 20 Zentimeter lang, kein Zentimeter länger, nur vom Feinsten machen wir. Udo, auf unsere Freundschaft. Das Auto, was ich jetzt habe, das ist ein Hammer. Ja, wo hast du das denn her? Alle gucken Sie, wenn ich mit dem Auto Ja, angefahren komme. und wo hast du das her? Ein Wahnsinnsauto ist das. Ja. Weißt du, wie ich an das Auto gekommen bin? Nee, das weiß ich ja nicht. Soll ich dir es mal kallen? Ja, das will ich ja wissen. I guess, I talk it you. Ja. Ich komme dieser Tage zufällig über die Autobahn Du zufällig? bei Anhalter. Aha, aha. Und der erste Wagen hat angehalten, Ja. weil an mir fährt ja keiner vorbei. Ja. Ich hatte mir den Bügel drin gelassen. Ja, wo? Das war eine junge Dame, eine Russin. Eine Russin. Die hat mich mitgenommen. Du bist Jeck. Die hatte Geschmack. Bist davon überzeugt? Da habe ich mit der Russisch gesprochen. Wie dann? Also hast du ihr was vorgespielt, nicht? Wunderbar. Und Sie können ja Russisch. Ja. Die hat mich auch direkt verstanden. Ja, und dann? Ja, dann sind wir so weitergefahren durch die Straßen. Durch die Straße. Sind ja asphaltiert. Haben wir ja bezahlt. Ja, und? Und dann durch die Berge. Berge. Jede Menge Berge. Ja. Schneekoppe. Anschließend auf eine Liegewiese. Auf eine Liegewiese? Auf eine Liegewiese. Und ich war ja nicht müde. Und da hat die was gemacht, das war mal so peinlich. Wieso das denn? Die hat sich ganz nackelig ausgezogen. Du bist verrückt. Hast du schon mal eine nackte Russin gesehen? Nee. Solche Füße. Auf jeder Seite eine Badalaika. Ja. Und wie die so nackt da stand, habe ich gesagt, zieh die Spann an. Ja, und dann? Da stand sie dann vor mir im Schweiße ihrer Füße. Ja. Dann hat sie sich noch mehr ausgezogen. Ja, was dann? Die Haare, Ja. die Zähne. Ja, und? Da stand die vor mir. Und da hat sie gesagt, Schatz, du darfst dir was wünschen. Ja, und? Da habe ich mal schnell das Auto genommen, ehrlich. So, auf den Kölschen Jungen, da werde ich ewig stolz drauf sein. Da waren wir damals in der Vorbereitung zu seinem Bühnenjubiläum, zu seinem Bühnenabschied bei ihm in Spanien, auf seinem Landsitz in Spanien. Da haben wir viel Alkohol vertilgt, mein Gott. Und da habe ich den Hans gebeten, doch mal den Kölschen Jung für mich zu singen. Und er wollte das nicht. Und ich musste ihn wirklich überreden. Ich bin selber Kölscher und habe dann an ihn appelliert, von Kölscher zu Kölscher sozusagen. Und dann hat in Spanien der Hans zum ersten Mal dieses Lied gesungen und da haben wir beide geweint. Das war so schön. Und dann hat er es auch zu seinem Bühnenabschied ja gesungen und für mich ist und bleibt der Hans Süfer der Einzige, der dieses Lied richtig singen kann. Als kleine Jung han ich mich ins Verlaufen. Ich glaub, ich wollte mir nur ein Rahmkammelchen kaufen.
Ich vor min Straß nicht nie, und das war schwer. Der Schutzmann fragte mich, wo gehst du her? Ich hatte Angst, erinnere mich beim Schnawitsche. Im Geiste sah ich mich direkt der Mann im Kitsche. Doch ich merkte, meidet gut mit mir. Ich seht ihm dann treu herzlich ob mein Ehr. Ich bin eine Kölsche Jung, was willst du machen? Ich bin eine Kölsche Jung und jen lache. Ich bin auch sonst nicht schlecht, nee, ich bin brav. Mein Lieblingswörtchen heißt Köln Alaf.